Was ist das da vorne bloß für ein seltsames Geschöpf? Oh, wahrscheinlich kann es nicht sein. Die Menschen, da gehen ihnen ja auch einfach nur dran vorbei. Hm. Hallo hier, was ist das da vorne? Sag mal, kennen Sie sich eigentlich mit Sprengstoff aus? Hier dagegen gibt es ja große Mengen hochqualitativen Erz. Wie wär's denn, wenn du mal eine Bombe austestest, um eine hübsche Explosion hervorzurufen? Pass auf, dass es in meiner Nähe rumzündet ist, okay? Ja. Ach, die Mittagssonne, lalalala. An Regentagen ist es beinahe unmöglich, ordentlich zu klettern. Selbst für einen alten Hasen wie mich. Am besten wartest du ab, bis der Regen gelegt hat, sonst müsst du dich nur unnötig ab. Übrigens, ich biete auch einiges Verkauf an. Tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Ausdauerbarsch, Ausdauerling, Ausdauerkrabbe. Die Ausdauerhöhen kann ich schauen, sind schon relativ teuer. Nicht mehr so viel Geld wie auch schon. Eine Krabbe vielleicht. Oh, danke dir. Ja, ich danke dir auch. Sag mal, kaufst du noch etwas? Ja, natürlich kaufe ich auch. Was hast du denn? Da war ich gerade auch. Habe ich noch irgendetwas sehr, sehr Seltenes? Ich glaube es eher weniger. Ne, das kennt eigentlich auch schon alles. Doch mal dem verkaufen. Bernstein. Naja, verkauft noch 2. Naja, passt. Dann wieder ordentlich Geld in der Tasche. Dankeschön. Ne, ist gut so, ich bin zufrieden. Bis bald. Ja, ich dir auch. So, was ist jetzt das für ein Ding da? Guten Tag. Oh, du kannst mich sehen. Nee, ich sehe dich nicht. Was? Du sprichst mit mir, du kannst mich sehen. Ja, das war Sarkasmus. Hat man das in den letzten 100 Jahren irgendwie verlernt, oder was? Toll, toll. Oh, ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Das heißt, die anderen Menschen alle sehen dich gar nicht? Brauchen unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrassen, die Monster haben sie versteckt. Sind hier in den Felsen dort. Okay. Ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Oh, da bitte ich dich. Bitte hol meine Rassen von ihnen zurück. Was für Kräfte? Ja, weil ich meine Rassen zurück und sind weggeworfen. Okay, ich guck ja schon. Hier geht's aber tief runter. Ich glaube einmal da runter. Ich bin ziemlich am Arsch. Monster haben seine Rasseln geklaut. Schau ich doch mal, ob ich die nicht vielleicht ein bisschen überlisten kann. Ist aussehen, sind das alles starke Monster. So viel zum Thema überlisten. Jetzt bloß da. Na, dumm sind die nicht. Das geht so leider auch nicht. Okay. Kann ich einfrieren, das ist aber irgendwie auch relativ sinnlos. Aber theoretisch noch Plan B. Ich sehe zwar kaum was, aber theoretisch.
halten relativ viel aus, mein Geschmack. Oh. Der ist voll runtergefallen und damit mausetot. Dass mich hier oben nicht sehen. Zum Glück habe ich offenbar unendlich Bomben. Boah, das dauert und dauert. So. Die schnapp ich so. Ja, kann nur. Ja, kann nur. Trau dich. Bäh. Ja, komm. Kontern. Naja. Ja, doof war, wenn du keine Waffen mehr hast. Und tschüss. Nein! So weit wollte ich dir gar nicht schicken. Oh je. Ich hoffe, du ruhst in Frieden. Ich brauche doch alles nicht so. Was ist hier noch Schönes? Nee, nee, das sind ja auch alles für die Katz. Die Waffen, die keiner gebrauchen kann. So. Haben wir hier eventuell bereits die Rassel, die Maronus braucht? Tatsächlich, Maronus Rasseln. Sehr gut. Dann nehmen wir mal alles. Da ist eine Route. Braucht keiner. Ah. Bloß ein paar Vögel. Hey Maronus, ich hab's geschafft. Guck mal. Rasseln. Hier hast du deine Rasseln. Das sind meine Rasseln. Ja, Mann, bitte gib's mir. Bitte, 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 bitte. Ich bin jetzt so glücklich. Aber meine Rasseln. Die Krocksamen im Inneren sind voll. Klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Wenn schon ein Krocksamen hätte, können sie singen, tanzen, meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Meine Taschen vergrößern, hä? Ich hab Krocksamen. Keinesfalls haben die Krocksamen aus den Rasseln stibitzt. Das ist ziemlich fies von ihnen. Und all das, wenn ich meine Rassen gesucht habe. Dieser Geruch Krocksamen. Du hast Krocksamen und Finden des Waldes erhalten, wa? Wenn man Krocksamen gibst, größer zum Dank an deine Taschen, ja? Nö, klar. Was soll er sonst mit den Dingen anfangen? Fein, aber ihre Taschen alle vergrößern. Waffenbogen, Schild. Erstmal Waffentasche, bitte. Tanz mit, los geht's! Und davon bin ich jetzt so beeindruckt, dass ich einen Platz mehr habe. Die Waffentasche ist jetzt größer, wie durch Zauberei. Oder wie durch Programmierung. Noch mehr Krocksamen. Lass deine Tasche mal größern, ja? Wie viel willst du dafür? Schildtasche. Komm schon, tanz mit und los geht's. Nee, bitte nicht. Yeah, ein Schild mehr mit mir rumtragen. Dankeschön. Ist jetzt größer. Ist doch geil, Mann. Ist schon so spät, ich muss zurück nach Hause, vor Großvater Sorge macht. Großvater? Tut mir leid, ich muss los. Krocksamen kann ich aber immer noch gebrauchen, also bring sie zum Wald der Kroks, wenn du welche findest. Wald der Kroks, wo soll denn der sein? Kannst du das bitte mal erklären? Wer ist Großvater? Sollten uns auch wieder gehen, nach Hause in den Wald der Kroks zurück. Plaudern? Wald der Kroks? Das muss nicht von hier sein. Groß hat immer gesagt, wenn du verlaufen hast, folge dem Hylia-Fluss nach Norden. Ja, das hat er gesagt, also muss er stimmen.
Oho, du willst ihm noch plaudern? Dem Hylia-Fluss nach Norden. Muss wohl der Fluss da unten sein. Wer bist du? Hä? Das sagst du mir gar nicht anders vorgestellt, wa? Ich bin Meronus, der Musiker im Wald der Crocs. Komm schon, sing und tanz mit mir. Oh, oho. Oho, willst du noch plaudern? Was sind eigentlich Crocs-Samen? Kinder, allerdings ziemlich hart. Mal darüber zu reden, ne? Tschüssi. Ja, wir haben ja jetzt noch Crocs-Samen. 5 Stück habe ich noch. Im Wald der Crocs soll ich ihn besuchen. Sielasee, nein, da hinter Hylia. Navisee. Verdammt Axt, wo ist denn der Hylia-See? Oder Hylia-Fluss? Hä, was bin ich jetzt? Da ist das im Norden. Norden ist noch ziemlich groß. Seltsamer Typi. Gregor ist nicht mehr so fern. Ich frage mich nur, ob es klug ist, mit dem Pferd durchzugehen. Könnte überall eine Falle sein. Spät ist es auch schon, so nur kann ich ja zurück teleportieren. Ja, wenn ich mir dachte, ist schon ein bisschen spät. Und dann bist du du, wa? Wo kommt ihr denn her, Leute? Sag mal, verfolgt ihr mich oder was ist los? Oh ne, scheiß Knochen mitgenommen. Komm, weg damit, ihr braucht schon so einen miese Knochen. Mitnehmen. Leute, verfolgt ihr mich hier oder was ist los? Ist ja ganz aussiehst. Ich muss sagen, hier, wie wär's damit? Maxi Wildschaschlik. Dankeschön. Ja, eine wunderschöne funkelnde Rhodonite und Saphire. Einen Preis verkaufen, ne? Entschuldigung nochmal bitte, hä? Mit dann durch. Ja, von mir aus. Weil keine Zeit. Extra Herzen. Extra Energie kann ja nicht schaden. Ich habe nur ein Viertel verloren bisher. Wenn wir schon im Thema Krocksamen sind. Varonus, bleibst du mal bitte da? Ich hätte da gleich noch ein nächstes Rätsel für dich. Ja. Oh, das wäre entdeckt, Mann. Tschüssi. Ja, können sie eigentlich zu Varonus geben und alles zurückbringen. Das ist auch ziemlich mutig hier, wa? Felsen sieht nach brüchig aus. Nö, haben wir geirrt. Trotzdem, die Schlucht gefällt mir alles andere als... Nee, das ist alles ein bisschen doof. Ich habe hier nirgends Deckung, wenn ich irgendwo angegriffen werde. Kann ich mal einen richtigen Shield ausrüsten. Da hält es ja nichts aus, nachher wäre er wieder mal weg. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Da oben vielleicht? Aha.
So von Kakariko, ich bin bereits da. Hm? Was ist los? Ich höre etwas. Link. 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 Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link, sei auf der Hut. Danke für den Hinweis, Zelda. Das ist aber bereits Kakariko. Ist das schon eine Kakariko oder was? Hm. Ganons Magie am stärksten. Hilfe. Da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Warte mal, kann das echt sein? Haben wir gerade verguckt oder was? Ah, seltsam. Hätte schon können mehrere gesehen. Ja. Noch ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass ich hier oben direkt auf Ganons Elite treffe. Das wäre ziemlich scheiße. Das ist also Kakariko. Ne, ist doch nur einer. Das ist schon wieder ein zwei Schreine. Da oben ist nichts okay. Hier im Dorf scheint es relativ ruhig zu sein. Gott sei Dank. Und dann noch mir, wie es scheint, per Zufall die perfekte Nacht für den Blutmond ausgesucht. Cool. Geht's denn da lang? Ja, gemäß Karte stimmt das soweit. Da geht's Sahara-Rügel, was immer das sein soll. Gehe ich jetzt lang? Gehe ich erst einen Tempel oder mache direkt die... Also vom Anfang an. Tja. Ah, ein Reißender. Ich habe wohl den Fuß verstaucht. Das ist einfach peinlich, dass du mich so siehst. Warum? Sag mal, Reisender. Wo war das Ding an deiner Hüfte her? Naja, das ist so, ja, ich bin... naja, wie soll ich sagen? Das ist ein bisschen kompliziert. Sieh an. Der Schickerstein bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Wir Shika haben lange auf dich gewartet, soll es unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Wo finde ich sie? Impas Anwesen befindet sich weiter hinten im Dorf, direkt am Wasserfall, dem Federfall. Das ein Auserwählt noch treffen durfte nach all der Zeit. Ist was Besonderes jetzt auch wieder nicht.
Vielleicht ist bei dieser Impa ja auch noch eine Statue der Göttin. Wäre doch cool, wenn ich dann wieder genug von diesen Bewährungsdingern hätte für ein bisschen mehr Energie. Sag mal. Soll ich den Apfel nicht erreichen? Komm schon! So. Der Taroni-Schrein direkt. Was ist denn oben noch? Direkt im Dorf Kakariko. Wobei, muss aufpassen. Hä? Was ist das? Was bist du denn für eins? Schleichglöckchen. Okay. Das sieht hingegen auch sehr seltsam aus. Also in der Nacht des Blutmondes vielleicht nicht unbedingt so klug, wenn ich da schon so weit weggehe. Ich mache noch, glaube ich, schnell einen Tempel, bevor ich zur Impa gehe. Oder besser einfach mal ausruhe. Und lieber gut erholt die alte Dame Impa besuche. So. Tja, und rein in die gute Stube. Krasse Folge irgendwie, wa? Nicht nur Maronus endlich gefunden, der uns noch ein bisschen was aufgewertet hat und so weiter. Nee, ist gerade die erste Blutmondnacht, die zum Glück harmlos war. Ich kenne es bereits, Leute, es kann auch viel schlimmer werden. Viel schlimmer. Ich grüße dich, Pilger, mein Name ist Taruni. Lass mich die Lehre der Göttin miterteilen. Oh, cool, da ist ein neuer Spruch drauf. Okay, was will es mich lehren? Ein Kurzschwert des Shika-Stammes. Offenbar will er mich im Kampf prüfen. Oder wie sonst kann ich mir einen Raum hier vorstellen? Goshin-Schild. Ja, das sieht mir eindeutig nach aus. Verdammte Axt. Ein bisschen aufräumen hier. Ein bisschen viele Schwerter, egal. Och nö, ernsthaft? Bei Angriff von einem Sprung zur Seite aus, nun ist es so entstanden Gelegenheit für einen Gegenangriff. Kumpel. Ich möchte gerne ein bisschen darauf hinweisen, das ist nichts Neues für mich, ja? Ja, dann komm mal. Bei Angriff einen Sprung nach hinten aus und so entstanden Gelegenheit für einen Gegenangriff. Wow, du hättest mir wohl für ein komplett dämlich, wa? Offenbar mit Recht. Ja, wie gut, wa? Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Oh, nein, das kann doch so schlecht. Na komm.
Was jetzt? Darf ich nicht? Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff nur viele Gegner damit. Hör auf meine Worte, das sind Worte der Weisheit. Ja, ich weiß! Aua! Hey, Gegenangreifen ist fies! Dummes Viech. Du hast alle Lektionen gemeistert, setz deinen Weg fort. Darf bitte vorher noch... Also. Ein Wächterschwert. So viel zu Maronus, der mir irgendwie alles auffüllen sollte. Werfe doch mal die Axt noch weg. Coole Prüfung trotz allem. Was gibt's hier noch Schönes? Ah, noch ein Opal zum Verkaufen. Sehr gut. So. Nächste Prüfung. Geschafft. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Tja, und das wäre dann wohl Nummer 4. Sehr geil. Wie uns mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Auf all deinen Wegen. Hasta la vista, Baby. Das war ein seltsamer Typ. Ah, geil, geil. Bald ein erster Herzcontainer, Freunde. Ich freue mich. Oder Ausdauer ein bisschen mehr? Nee, Herzen wichtig auf den Anfang. Oder?